In diesem Schrank hängt alles für Alfons Glöcklers Ehrenämter. Er ist Helfer vor Ort, fährt Motorradstreife und ist auch noch Schulweghelfer. Die kommen dann gleich zum Einsatz. Eigentlich macht er aber was mit Leichen, dieses Bestatten da. Und das letzte Mal Urlaub? Vor 4 Jahren. Alfons Glöckler lebt in Dettelbach, Unterfranken. Sein Arbeitsplatz? Der Friedhof. Er ist Bestatter. Rund um die Uhr. Ein Fulltime-Job. Also planen ist manchmal schwierig. Also man hat eine Grundplanung, aber dass man den ganzen Tag einfach so plant, dass alles läuft, haut nicht immer hin. Weil es kommt meist was dazwischen. Kurz vor dem Interview zum Beispiel. Anruf aus dem Altenheim. Wir kommen in der nächsten 1,5 Stunde oder Stunde. Ja, okay, dann passt doch. Okay, gut. Ja, ciao. Eine Frau ist gestorben. Heute kleiden Alfons und seine Kollegin Silvia sie an. Wir sind mit dabei. Mit dem Einverständnis der Angehörigen. 2 Stunden früher bei Alfons zu Hause. Er zeigt uns seinen Melder. Der ist mit dem Handy verbunden. Das bimmelt dann und Dann müsste Alfons sofort los zum Einsatz. Tag und Nacht. Noch ist alles ruhig. Zeit für ein anderes Ehrenamt. Dort wird Alfons schon erwartet. Der passt auf, dass die Autos nicht herfahren und wir können dann laufen. Guten Morgen. Das sind die sogenannten Handschuhe, oder? Hey, guten Morgen. Hast du mit dabei, jawohl. Die Eltern sind dankbar. Das ist eine reife Leistung, muss ich sagen, weil man muss ja früh aufstehen. Und es ist toll, dass jemand da ist, vor allen Dingen für die größeren Kinder, die halt dann doch ein bisschen abgelenkter sind. Aber warum wird ein Bestatter Schulwegbegleiter? Dass halt nichts passiert, ne? Und das war dann immer, haben wir gedacht, oh, das ist doch toll. Sowas wird mir auch gefallen. Auch die Kinder wissen, Alfons hat eigentlich einen anderen Job. Also Leichen, dieses Bestatten da. Ja, Bestatten. So ist es, ne? Mit seiner Kollegin Silvia bereitet er jetzt die Verstorbene vor. Wir schauen, was für Kleider dabei sind und dann gucken wir, was wir ankleiden können. Für uns ist es halt immer noch ein Mensch. Und dem muss man halt mit wirklichen Respekt auch entgegentreten. Ja, genau. Der erste Arbeitsschritt? Also man muss auch die Leichenstarre lösen. Und sonst können wir nämlich nicht ankleiden. Und das wird behutsam gemacht. Für Alfons ist der Job Routine. Doch es gibt immer wieder Momente, die ihn rühren. Wir hatten mal einen Jungen, der konnte seinen Opa nicht sehen, der verstorben war. Nach 5, 6 Wochen hat seine Mutter angerufen, er möchte mal mit mir reden. Und dann ist er vorbeigekommen und hat mich halt ein wenig gefragt. Und dann hat er gesagt, darf ich mich mal in den Sarg legen? Die Mutter, ganz entsetzt, habe ich gesagt, lassen Sie doch ruhig. Und dann hat er sich in den Sarg gelegt und dann ist er wieder raus, hat gesagt, der Opa liegt bequem, das passt und es war alles gut. Das hat ihn einfach nur beschäftigt, ob der Opa bequem im Sarg liegt. Als Bestatter ist Alfons Alltag der Tod. Im Ehrenamt kann er Leben retten, als Helfer vor Ort. Wir überbrücken sozusagen die Zeit, bis der Rettungsdienst kommt. Ja, weil da zählen ja die Minuten dann. Ne? Je eher begonnen wird, desto höher ist halt die Chance, dass derjenige dann doch überlebt. Zurück. Heute ging sein Melder noch nicht. Aber Alfons zeigt uns, wie das geklungen hätte und was er dann tun muss. Ich flitze mal. Ich würde jetzt da ein wenig schneller sein, ja, genau. Okay. Aber dann kommt er nicht mehr nach. In weniger als 3 Minuten sollte Alfons beim Einsatzauto sein, denn jede Sekunde zählt. Einen Einsatz wird er nie vergessen. Da ist der Alarm reingekommen, Atemnot.
Damals erreicht Alfons als erster den Patienten. Ich wollte ihm Sauerstoff geben und in dem Moment ist er dann praktisch kollabiert. Reanimation. Alfons kämpft gegen die Zeit. Ab 4 Minuten bis 8 Minuten fangen dann die Zellen dann langsam das Absterben ab. Der Patient hat eine Lungenembolie. Und? Die Person hat es Gott sei Dank überlebt. Dass heute noch kein Einsatz war, reiner Zufall. Wir haben ca. 120 bis 150 Alarmierungen im Jahr. Und das Höchste, was ich gefahren bin im Jahr, waren 85. Und wann war da das letzte Mal Urlaub? Vor 4 Jahren. 10 auch. Vermisst er das manchmal? Ja, mir war da schon ein Wochenende lang. Wäre da nicht noch dieses andere Ehrenamt? Hauptsächlich ist es ja am Wochenende. Ab Pfingsten in der Hauptreisezeit sind wir unterwegs. Die Motorradstreife. Du fährst gemütlich auf der Autobahn, fährst die Raststätten ab, schaust, ob es den Leuten gut geht. Geld bekommt Alfons für seine Ehrenämter nicht. Wieso opfert er trotzdem seine Zeit? Macht ja Spaß. Anderen Menschen zu helfen, zu unterstützen. Alfons hilft. Im Leben und im Tod. Die Verstorbene ist jetzt fertig angekleidet. Wir machen jetzt das Oberteil wieder drauf. Ihre Familie kann sich verabschieden.